Ich habe nicht mal die Tortenspitze gefunden und ich habe die natürlich sofort mitnehmen und jetzt möchte ich die unbedingt verbasteln. Für das habe ich mir hier schon wieder ganz Haufen verschiedenes Zeugs parat gemacht und dann würde ich sagen, Achtung, fertig, los! Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi, ich bin Anne. Ja, hört jetzt, ich habe hier so die Kärtchen wieder. Der Plan ist, dass ich mir so ein Tortenspitzchen da drauf mache, irgendwie so und so anmachen, damit wir hier ein Täschchen haben, wo man etwas reinstecken kann. Das ist der Plan. Und ja, da habe ich noch so ein bisschen Zeugs zum Dekorieren und Verschönern. Und selbstverständlich müssen wir die noch ein bisschen mit Stempelfarbe einfärben. Dann packen wir doch da mal aus. So. Und schauen mal. 24 Stück sollen das sein. So. Ich wollte sagen, so dick sind doch die nicht. Nein. So. Also, ich nehme mal 3. Ich habe das Gefühl, mit dem kommen wir doch gut durch. So. Also, jetzt einfärben. Einfärben, habe ich gedacht, machen wir auch mit ein bisschen ja, irgendwas so in dieser Art, oder? Jetzt, oh, weißt du was? Apropos Distress Ink. Mir ist etwas Blödes passiert. Als ich die das letzte Mal bestellt habe, habe ich aus Versehen bei dieser Farbe 2 bestellt. Irgendwie habe ich dort wahrscheinlich einfach 2-mal drauf gedrückt, aus Versehen. Und ich habe 2 solche Farben. Das hier habe ich noch nicht ausgepackt, das ist noch ganz original verpackt. Und ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, was ich jetzt mit dem machen soll. Und meine Idee wäre jetzt, falls ihr irgendeine Farbe habt, egal ob Oxide oder Ink, aber vielleicht auch in dieser Grösse, die ihr nicht braucht, ihr habt sie vielleicht angefangen und findet jetzt die Farbe nicht so schön, oder ihr habt sie mal bestellt und jetzt habt ihr gemerkt, die ist schon lange im Schrank, die habe ich eigentlich gar noch nie so richtig gebraucht. Wenn ihr täuschen wollt, dann dürft ihr mir im Fall mega gerne schreiben auf meiner E-Mail-Adresse handgelenkmalpi@gmail.com. Die Adresse findet ihr auch in der Beschreibung vom Video und ihr findet es auf meinem Kanal. Und dann dürft ihr mir mega gerne schreiben und nachher könnten wir das vielleicht miteinander täuschen. Das wäre doch cool. So hat jeder etwas davon. Und ich weiss endlich, was ich mit dem doch machen kann. Also wenn ihr Interesse habt, das wäre mega cool. So, also, gut, weiter im Text. Jetzt möchten wir doch das mal einfärben. Und ich glaube, als erstes nehme ich da mal ein bisschen braun. So. Und dann... Oh ja, schau mal, das sieht schön aus. So. Und ich glaube, da fange ich mal ein bisschen mit Gel an. So, und da machen wir auch noch gerade ein bisschen Gel. So, da könnten wir das Rändchen ein bisschen. Und dann, was habe ich jetzt hier noch gedacht? Ah, genau, da habe ich noch das Grün. So, oh ja. So, und da möchte ich irgendetwas ein bisschen mit dem Mahagoni. Ja, vielleicht brauchen wir noch so eins da.
Und hier vielleicht auch, aber nicht so fest. Nicht so fest, habe ich gesagt. So, dafür noch ein bisschen mehr braun. So, und soll ich dann beim Grünen auch noch ein bisschen mehr braun drüber? Ich könnte natürlich jetzt auch Kaffee oder Tee oder Rost färben. Muss ich dann vielleicht mit den Spannen auch noch ausprobieren. So. Gut, doch, schau mal, das gibt doch 3 ganz schön unterschiedliche. Dann packen wir das hier mal wieder ein bisschen weg. Was ich noch könnte, genau, das habe ich auch noch gedacht, mit dem Schwarzen vielleicht ein Rändchen machen. Oder sieht euch das blöd aus? Passt das nachher gar nicht? Ich kann mal schauen, wie es auf dem Rädchen aussieht. Ja. Ja. Weiß nicht. Ich glaube, man kann schon. Ich glaube, ich tue die anderen auch. Also noch schnell etwas wegen dem Täuscheln. Kann ich sonst nachher dann schnell dann noch herstellen, welche Farbe das ich alles schon habe. Oh, ja, jetzt haben wir noch etwas geschmiert, ja noch. So, das habe ich schon. Da noch. Ich kann sie schon nachher einfach schnell herbeigeln. Es sind ja nicht so wahnsinnig viel. Und von der Oxide sowieso nicht. So, also, jetzt das habe ich natürlich da wieder schön aufs Stempelküsschen draufgelegt. Wieso passiert mir das immer? Einfach aus dem Knosch raus. So. Weg. Genau. Die hier habe ich mir natürlich noch parat gemacht. Die passen natürlich auch noch wunderbar irgendwie dazu. Und zwar sind das so kleine Schablönen. Ich glaube, ich habe die mal im Zumstein gekauft. Der Papeterie. Die waren recht günstig gewesen, für das so mega viel sind. Und vielleicht, schau jetzt mal, das wäre doch jetzt noch sehr herzig, wenn wir da würden. Ja, komm, das machen wir. Das machen wir doch jetzt gerade. So. Vielleicht können wir hier auch noch schnell ein bisschen. Schauen, dass es in der Mitte ist vielleicht. Aha, mit dem, ja. Es wäre jetzt vielleicht besser gegangen mit dem Bürsteli, hä? Na ja gut, jetzt haben wir es halt mit dem gemacht. Jetzt sehen wir, was rauskommt. Haha! Ja, das finde ich voll cool. Und da machen wir doch auch noch eins drauf. Da so ein Blümlix. Soll das auch mit braun machen? Passt der da? Da passt vielleicht das Braun. Und beim anderen könnte ich es mit Rot machen. So. Da kommt nichts. Ah, mal, das kommt ganz fein. Das ist vielleicht auch schön, ganz fein. He? So. Das ist ein bisschen sehr fein. Aber warum nicht? Der schwarze Striemen da ist ein bisschen nicht so hübsch. Das können wir dann auch noch ein bisschen verdecken. Dann dort etwas draufkleben. Das kommt schon gut, habe ich das Gefühl. So, und da machen wir rot.
Das ist jetzt da, nein, warte, das ist das gleiche wie da, ich will noch was anderes. Ich will noch was anderes. Das da. So. So, und? Ja, ja genau. Ah, ist cool, super. Und jetzt haben wir hier die Kärtchen wieder einmal. Oh, schau mal, da passt das Rote super gut drauf. Oder da. Oh ja, da will ich es. Ich finde, es passt extrem gerade zu dem Blättchen. Ich weiss nicht, wie gut dass man es sieht, gerade in der Kamera mit dem komischen Licht. So, und das haben wir da noch eins, das noch so ein bisschen gelblich ist. Da passt doch auch super. So, ja, genau. Ha! Sehr cool. Also, jetzt möchten wir doch das Zeug hier noch ein bisschen dekorieren. Ich habe hier mal meine Zusammensetzung und meine Dingerli da, die ich gestempelt habe. Bringt mir doch sicher irgendetwas fertig, was cool aussieht. Schau mal. Mega wenig eigentlich. Und schon sieht es cool aus. Ich noch ein Label. Das ist fertig. So. So, aber das passt mir noch nicht so. Aber das wäre schon noch schön, wenn es dort noch etwas hat. Oder das. Oder ist das zu fest verdeckt? Nein, ich glaube, so ist gut. So, oh mein Gott, herzig, hä? Sehr süß. Sehr süß. Und was ich jetzt hier noch machen will, ist... Also das schnell weg. Da noch gerade schnell das gleiche Muster her. Auch mit Rot. So, und schnell schauen, wo wir sind. Da noch. Da möchte ich auch noch gerne das Müsterchen haben. Oder ist es too much? Nein, egal nicht. Jetzt komme ich da noch gerade ein bisschen mit dem Braun. Gehe ich auch noch gerade drüber. So. So. Oder ich könnte da... Oh, da ist noch Gold dran. Ja, das kann gut sein. So, machen wir hier die hellen Stellen vom Papier noch ein bisschen. So, genau. Genau. Und ja, hey, apropos Gold. Gold. Das würde sicher cool aussehen, wenn wir auch noch irgendwas mit Gold machen. Aber ich glaube, ich klebe jetzt das zuerst einmal drauf. Dann haben wir das nämlich schon. Jetzt muss ich schauen, dass ich das auch wirklich genau in dieser Reihenfolge so herbringe. Und das möchte ich ja jetzt so reinkleben, damit das ein Täschchen gibt. Also, probieren wir das mal. Ich weiß nie, ob ich im Bild bin. Im Fall, das ist ganz komisch. So. Ui. Oh, da kommt alles zwischen raus.
Das ist ein bisschen an sehr komischen Orten habe ich da den Leim hergestrichen. Oh. Und vor allem da vorne. Aber ich glaube, das wird nachher dann sowieso verdeckt. Gott sei Dank. Ja. Also, jetzt zuerst das. Oder? Seht ihr das auch so? Zuerst das und dann so. So. Gut. Da bei dem langen das paar Töpfchen will. Das würde ich sowieso alles durchdrücken. So. Dann das Label. Bitte den richtigen Weg um. Das könnten wir noch. Müssen wir das noch ein bisschen inken, glaube ich, da. Mit Schwarz rundherum. Ein bisschen können wir noch. So. Voilà. Einmal so. Und das Zusammensetzteil. Hey, ich finde es mega cool. Solid. Uiuiui. Hey, und für die es nicht gesehen haben, für das und das und das habe ich alle in einem Film gemacht. Also irgendein Video ist auf meinem Kanal von all diesen Sachen, wie ich die Labels mache, wie ich die Stöffel mache und wie ich die Zusammensetzteile gemacht habe. Könnt ihr dort schauen. So, gut. Ich glaube, es ist gut angedrückt. Das ist super. Und jetzt wollen wir noch da etwas reinstecken. Etwas, was komplett nicht passt. Weil es einfach gerade da so rumliegt. So. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Weil das Coole ist nämlich, dass, weil das jetzt so leuchtige Farbe ist, da, leuchtet das richtig da durch die Löchli durch. Und dann sieht doch das irgendwie auch noch recht cool aus. Warum nicht? Aber ja, vielleicht möchte man lieber auch irgendwie ein Fötterchen. Oh, das würde auch schön aussehen. Ein Fötterchen reinstecken. Das könnte ich dann nachher noch holen. Können wir das ausprobieren. Aber ich bin mit dem schon mal zufrieden. Ah nein, noch nicht. Ich will es ja noch inken. Und dann wäre das wieder irgendetwas, wo man kann in ein Journal reinkleben kann. Oder auf ein Journal oben drauf kleben. Oder man kann es natürlich auch als Geburtstagskärtchen brauchen und dort irgendwie ein Geldchen reinstecken. Ein Nötchen, das wäre sicher auch recht herzig. Oder ein Gutschein oder eine Einladung. So. Voilà. Sehr hübsch. Also das ist von mir aus fertig. Jetzt kommt hier das Gelbliche. Was wollen wir mit dem machen? Mal schauen, was ich hier noch habe. Hier hatten wir das Öhrchen, auch mit so ein bisschen gelblich. Und was haben wir hier noch? Das ganze
diesen Aluminiumteilen, da finden wir doch sicher auch noch irgendetwas. Weißt du was? Gold. Wir haben doch gesagt, etwas mit Gold könnte man noch. Das ist ein bisschen too much. 2 von denen ist zu viel. So, oder denn das da? Oh, das gefällt mir fast ein bisschen besser. Das gefällt mir besser. So, das ist recht schlicht. Oder wenn wir da noch etwas ganz Feines hinten dran. Oh, schau jetzt so. Cool wäre, wenn da Sommervögel rausschauen. Da, mal, schau jetzt. Jetzt kommt es irgendwie gut. Das finde ich jetzt schön. Das ist doch schön. Oder wenn wir die hier noch tanzen lassen. Schau jetzt! Schau jetzt! Genau so. Genau so. Das auch noch schnell inken. Also komm, jetzt lieben wir das mal an. Jetzt probiere ich das mal nur hier am Rand anzumachen. Und jetzt habe ich vergessen, wie ich her tun. Also eigentlich so und so. Soll mal einer noch draus kommen? Doch so und so und so. Gut. Mal. Doch. Mal, das ist gut. So, habt hoffentlich auch. Ja, jetzt kommt das Öhrli. So, ein bisschen rauf, gell? Ich glaube. So. Und für das Aluteil, das ich hier aus einer Aludose ausgestanzt habe, das da, gibt es also auch ein Video von mir. Könnt ihr also auch noch schauen, wenn ihr Lust habt. Und das muss ich jetzt mit Zementit ankleben. So, der Zementit ist da. Da kann man natürlich jeden anderen Kleber nehmen, wo drauf steht, dass er Metall klebt. Ich bin mit dem gut gefahren. Bis jetzt hebt noch alles, was ich mit dem angeklebt habe. Und Gold, habe ich doch vorher gesagt. Da habe ich so Gold Dinger gefunden. Ich sehe gerade, das ist wahnsinnig flüssig. Jesus Gott. Muss das so sein? Das ist doch nachher eins Geschluder. Aber das wäre vielleicht noch cool. Und das da würde vielleicht... Ja, keine Ahnung. Ich muss es ausprobieren. Und das... das ist etwas Lustiges. Dr. Oetker, man kann es nicht essen. Da war mal Zuckerschrift drin. Und nachher habe ich flüssigen Bastelkleber. Also flüssigen, ja, merci. Normalen, einfach so, solche durchsichtigen, meine ich. Bastel. Genau. Durchsichtige Bastelkleber reingefüllt. Plus einfach so Glitzer. Und, vielleicht hat man es jetzt gesehen, was ich jetzt gemacht habe. Ich tue es einfach ein bisschen durchkneten, dass sich das ein bisschen vermischt wieder. Und wenn das gut zugeschraubt ist und vorne die Öffnung nicht allzu riesig ist, kann ich mit dem nachher dann einfach mega cool Glitzerkleber habe ich einfach gemacht. Wo ich irgendwelche Töpfchen drauf machen oder irgendwas. Es funktioniert im Fall mega gut. Und ich glaube,
Das ist jetzt gemischt Rot und Gold. Das würde vielleicht noch gut zu dem passen. Also. Jetzt haben wir das aufkleben. Ich glaube, ich muss es zuerst ein bisschen beugen, dass es wieder gerade ist. Mehr oder weniger. Sonst muss ich nachher so lange andrücken. So, also beim Zementid hassen ist das einfach, wenn man nur ein bisschen vorher drauf gedrückt hat, kommt einfach vorher schon alles raus. Gerade wenn man den Deckel aufschraubt, kommt einem schon alles entgegen. So, und es hört einfach nicht mehr auf. Es hört aber einfach nicht mehr auf. So, aber jetzt habe ich fast nichts gedrückt. So, gut. Das da haben wir so wollen. So, ach, cool. Ich finde die wirklich ganz genial zum Machen. Ich habe das nicht selber herausgefunden, wie man die macht. Ich habe das auch in einem Tutorial gesehen irgendwo und habe das sofort ausprobieren. Und ich finde, die sehen so cool aus. Man kann da einfach so genial so einen Rosteffekt nachher drauf machen mit Alkohol, Ink. Oder eben ich habe es mit Alkoholmarker, mit dem ganz normalen Copic-Schreiber habe ich das gemacht. So, haben es echt. Oder soll ich es dann noch ein bisschen andrücken? Also jetzt kommt noch das da. Da muss ich vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass das nicht voll durchdrückt. So. Das ist so fein. So, oh ja. Ja. Sehr hübsch. Gefällt mir. So, ich glaube, da müssen wir dann etwas mit Gold machen. Mit Goldglitzer. Und jetzt das hier, das Brünliche. Jetzt haben wir da noch was anderes. Und jetzt ist ein schönes Blatt drauf, aber das verdeckt es komplett. Das hier. Ja, ich glaube, das gefällt mir gerade wieder ein bisschen besser. Tu schnell hier ein bisschen weg und tu schnell hier ein bisschen rauf. Und dann werden wir noch mal schauen, was jetzt hier noch schön aussehen. Vielleicht noch irgendein Label oder so etwas. Oder ist das zu nervös? Das ist noch gut ausgesehen da. Oder beides. So. Mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen spielen. So. Und dann der Schlüssel auch noch. Oder ist es nachher too much? Ich kann mich nicht entscheiden. So, helfen mir doch. Oh Mann. Ich mache es so. Oh, da haben wir den noch nicht geginkt. Aber ich glaube, ich muss das jetzt zuerst so draufkleben. Das muss ich auch noch ein bisschen inken. Da hat man das Eierchen auch noch an der Rand ein bisschen nehmen. So, und wie soll ich das Stöffli dort noch einfärben?
So, das Stöffli da. Das machen wir doch noch so ein bisschen mehr gel. Und noch ein bisschen brünschelig. Da ist das Braune. So. Also. Da. Ja, genau. Oh, oder ist es ein bisschen zu fad? Brauchen wir noch ein schwarzes Rändchen irgendwie. Irgendwie so. Ah ja, besser. Das gibt ein bisschen mehr Kontrast. He? Ein bisschen mehr Kontrast. Jawohl, jawohl. Und nochmal jawohl. Gut. Also, kleben. Kleben. Wieder zuerst das da. Mache jetzt auch so. Gut. So, jetzt so ein bisschen weit aufgeklebt. Ja, no. Ist es halt so. So, ja, der darf bis hier raufgehen. Bis hier rauf, haben wir gesagt. So. Jawohl, oh. So, well, klebt der schon. Vor allem, wenn wir jetzt hier noch mehr Zeugs drauf kleben. So, oh, habe ich jetzt zu weit aufgenommen? Habe ich jetzt zu viel von diesem Tüchlein verdeckt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Genau. Jetzt ist es so, wie es ist, gell? So, und das Schlüssel noch. So. Da drauf, runter, rauf, keine Ahnung. So. So. Prima. Gut, dann jetzt rundum inken. Ich glaube, da mache ich mit Schwarz. Das habe ich das Gefühl, würde jetzt da mehr noch passen. So. Aber weißt du was? Wir könnten jetzt das Müsterli da, weil das haben wir echt genommen. Ist das gewesen, glaube ich? Das könnten wir doch jetzt hier noch drauf. Das habe ich jetzt also gerade Lust. Das hier mit Braun, gerade hier über die Sommervögel rein auch noch gerade. Salig. Oh ja, genau. Schön. Da kommen wir noch ein bisschen drüber, da ist mir gerade ein bisschen zu hell. Und hier auch noch gerade. Und hier auch noch gerade. So.
Voilà. Hey, mal, das gefällt mir jetzt. Das gefällt mir. Und wenn wir hier noch ein bisschen goldige Akzente drauf, kommt es gut. Und das hier, wie... Ui, Entschuldigung. So, wie inken wir das? Inken wir das mit Braun rundherum. So, oh doch. Mal, das ist auch schön. Das gefällt mir also jetzt auch noch recht gut. So. Jetzt tun wir doch hier noch ein bisschen irgendetwas umglitzern. Also, ich muss das noch einmal schnell ein bisschen kneten. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob da etwas rauskommt. Ja, da kommt jetzt zuerst ein bisschen Leim. Ich muss das hier schnell abstreifen, bis der wirklich das Glitzer kommt. So, und jetzt wo haben wir her mit dem? Da. Und ich kann das wirklich gut dosieren. Also winzig kleine Dingerli, das kann ich schon nicht machen, aber... So, und da auch noch. So, da, wenn wir schon da dabei sind bei diesem Muster. Oh, 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 da ist jetzt ein bisschen viel gekommen. Da. So. Voilà! Jetzt muss er natürlich einfach mega gut trocknen. Und darf da ja nicht ankommen. Gang du hier mal weg. Und jetzt bei dem hier habe ich wirklich das Gefühl, das richtige super Glitzergold könnte noch gut aussehen, weil es hier ja auch so super glitzergoldig ist. Und was machen wir jetzt hier? Die Sommervögel. Mal schnell schauen, was hier rauskommt. Ja, kommt gut. Das ist so ein bisschen schludrig. Dieses ist wirklich mehr so leimig. Und das ist so wie ein Schäl irgendwie. Das ist ganz merkwürdig. Ich finde, das kann man viel weniger gut dosieren. So, lenkt das schon? Die 3 Sommervögel, so ein bisschen. Dann müssen wir aber das auch noch. Oh, noch ein bisschen viel gekommen. Und ich sehe jetzt gerade, weil das so ein Papiernasstüchchen ist, saugt es da das Geschludder ein bisschen auf. Ja. Ich glaube, das lenkt so. Wollen wir gar nicht übertreiben. Und da wollen wir auch noch ein bisschen mit Gold. Ja, komm. Irgendwas könnten wir doch da. Oder sollen wir da probieren mit dem? Aber passt denn das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Komm, wir probieren es doch einfach. Oh, sieht man überhaupt etwas? Ich gehe jetzt einfach mit dem da einmal rundherum. So. Ich habe im Fall keine Ahnung, ob man das sieht in der Kamera, dass das glitzert, aber es glitzert auch schon ziemlich. Und es ist von der Farbe her recht okay. Und ich gehe jetzt einfach hier auch noch ein bisschen drüber. So, dass einfach das ganze Teil hier auch noch ein bisschen glitzert. Hier auch noch, überall soll einfach ein bisschen glitzern kommen. So, ja, hey, mal. Ich finde es super, mir gefällt das. So, alles ist
zugeschraubt. Sehr gut. Jetzt mega vorsichtig die Nähe hier zu zeigen. Voilà! Mega vorsichtig und nachher voll reinlängen, gell? So. Ja. Und was mache ich jetzt mit dem? Abschlecken. Ein kleines winziges Abputztüchlein. Hey, schau mal, was wir jetzt geschafft haben. Mit diesen schneeweißen Tortenspitzen haben wir 3 so wunderherzige Deckhöhlis hergebracht. Und jetzt hole ich doch gerade noch schnell meine Fötterchen. So, selbstverständlich muss ich mega gut aufpassen, dass ich die jetzt nicht komplett einschmiere mit dem Zeug hier. Aber oh, schau mal, das wäre doch süß, die Frau, die hier das Rehli füttert. Das würde doch da gut reinpassen. Oder ist das nicht blöd, wenn das so voll verschwindet? Das ist eine gute Frage. So. Die da. So. Sieht das gut aus? Ich bin nicht ganz sicher. Oder wenn man dann einfach so ein Foto rein tut, da ist jetzt nur ein Garten, da ganz hinten ist noch irgendwie ein Mädchen. So, mal so. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wäre noch okay. Und dann kann man ja noch irgendetwas anderes, ein anderes Kärtchen oder so. Da sind die Leute, die stehen ganz oben im Ecke. Das würde vielleicht hier noch gehen. Dass die wirklich gerade so oben raus schauen. Oh ja, schau jetzt. Nicht ins Geschmier rein. So. Oh ja, das ist perfekt. Das ist sicher genau gemacht für das Teil. So, und da kann ich jetzt also wirklich noch gar nichts reinstecken. Oder wie wäre es denn mit einem Querformatigen? Oh, schau mal, das würde gehen. Man sieht es einfach nicht. Man sieht es einfach nicht. Da nicht wieder reinlängen. Schau jetzt. Da ist auch noch einmal so ein Fötterchen, wo da nichts ist. Und der so ganz am Rand hockt. Auf dem Schlitten passt natürlich jetzt nicht wirklich zu den Sommervögeln. Aber theoretisch, wenn jetzt das Journal natürlich ein bisschen grösser ist, könnte man das genau so machen. Hey, ja, also, ich finde das mit diesen Fotos sieht noch recht cool aus. Wenn man das richtige Foto findet, das reinpasst, man kann natürlich noch irgendetwas Zweites, ein bisschen schichten. Ja, das sieht doch schön aus. Ich freue mich mega, das dann irgendwann schon mal in irgendein Journal einzubauen. Und schön sind ihr dabei gewesen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!